Guten Tag zusammen. Ich begrüße Sie heute mal zu einem Tatsachenbericht, der allein auf uns leckere, liebende, also allzeit verehrte S gezielt ist, nämlich uns Frauen. Ja, warum machen wir das? Kurzer Rückblick, während des letzten Dreivierteljahres haben wir immer häufiger bei uns bei den Rhein-News auf Facebook Anfragen bekommen, warum wir denn immer so männlich orientierte Filme machen würden. Ne? Also das war uns bis dato nicht bewusst. Ne? Also ich meine, ich als Reporter sage natürlich öfter das Wort Mann, ne? Aber das vielleicht, ja, ich weiß nicht, vielleicht kommt es daher. Ne? Ja, und wie gesagt, heute Tatsachenbericht vom Rhein und er hat auch nichts mit Kaffeetrinken zu tun, auch wenn die alte Liebe da hinter uns ist, sondern mit einem ganz schlimmen Fakt. Also wir waren an der Studie beteiligt, eher unfreiwillig als freiwillig. Und die Studie, die ging über eins, was der Mann überhaupt nicht abhaben kann. Ich sage Ihnen nur eins, Männerschnupfen. Sehr verehrte Damen, Sie mögen sich jetzt bestimmt fragen, was soll ich mit diesem wissenschaftlichen Bericht? Was soll mir das sagen? Ja, also wie gesagt, wir sind da unfreiwillig, sind wir in diesen, also wir hatten, also ich in Person, diesen sogenannten Männerschnupfen. Und aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen heute sozusagen nicht live, aber so richtig berichten. Ne? Und als ich das zum Beispiel auf Facebook gepostet habe, ich habe Männerschnupfen, war die Reaktion der Damenwelt zwiespältig. All meine Kumpels haben gesagt, du arme Sau, Mensch, tust du mir leid. Und was haben die Frauen gemacht? Die haben dir ein Smiley nach dem anderen plus einen blöden Spruch gedeutet. Aber so richtig ernst genommen hat das keiner. So, und deswegen dachten wir uns, machen wir daraus eine wissenschaftliche Studie, wo wir die Möglichkeit nutzen wollen, der Damenwelt mal näher zu bringen, wie schlimm das für einen Mann ist, wenn er Männerschnupfen hat. Damit Sie da mal ein plastisches Bild von kriegen. Ich warne Sie extra vor, ich ziehe jetzt nämlich die Brille aus. Ne? Schauen Sie sich das mal an. Ja, so sieht Mann aus, wenn er einen Männerschnupfen mehr oder weniger hinter sich hat. Total fertig. Warum bin ich total fertig, erkläre ich Ihnen jetzt. Weil also man sagt ja immer, ne, ich gehe mal wieder was weiter weg. 3 Tage kommt es, 3 Tage bleibt es, 3 Tage jedet. Ne? Also die ersten 2 mal 3 Tage habe ich hinter mir. Ne? So, jetzt, bei den letzten 3 Tagen dreht sich das bei mir mittlerweile am 4. oder am 5. Tag in der Dauerschleife. Ich sage immer wieder alles an sonntagsabends bei mir zu Hause. Ne? Ich liege da schön gemütlich am Sofa vom Fernseher. Und da spüre ich so ein leichtes Ziehen im Ohr. Da denkt sich nichts dabei. Ne? Geht dann am nächsten Morgen früh in das Büro und merke auf einmal, das Ziehen ist immer noch da. Und die Seite hier, die macht so ein bisschen dicht. Ich weiß nicht, ich kenne bestimmt auch das Gefühl. Sie als Mann, wie das bei Frauen ist, kann ich nicht sagen. Habe ich noch nie gefühlt. Aber ich denke mal, das wird bei jedem Mann ähnlich sein. Ne? Ja. Aber den Montag haben wir noch gut rumgekriegt. Dann kam der Dienstag und auf einmal war dann dieses leichte Kratzen im Hals. Morgens. Mittags hatte man schon fast keine Stimme mehr. Ja, hörte sich ungefähr so an wie der Flieger da gerade über mir, wenn ich gesprochen habe. Ja, und dann habe ich mich mittwochs morgens dann entschlossen, ich bleibe da, wo es mir am besten geht, im Homeoffice. So, hab den Tag im Homeoffice noch Jude rumgebracht. Das waren dann die ersten 3 Tage, ne? Also sagt ja immer 3 Tage kommen. Und dann lief dienstagsabends war ich. Mittwoch, ja. Wo ich im Homeoffice war. Dann lief auf einmal die Nase abends. Ne? Da wusste ich, es ist vorbei. So, jetzt habe ich einen Besuch, jetzt muss ich eine Bank wechseln. Bin ich wieder. Also den Bankenwechsel haben wir gut hinbekommen, weil ja, wir brauchen natürlich ein bisschen Ruhe dazu. Und die alten Herren, die da kamen, die haben sich natürlich brennend dafür interessiert, für wen wir hier filmen, nämlich für uns, für die Rhein-News. Ne? Und was das Thema denn wäre. Und als ich dann sagte, Männerschnupfen,
folgte dieses wissende, ja, also meine Damen, wir Männer wissen, worüber wir reden, wenn wir vom Männerschnupfen sprechen. Also tun Sie sich mal nichts, das ist wirklich schlimm. Aber dazu komme ich noch. Ne? Ja, wie gesagt, ich war aber Mittwochabend und ja, dachte ich mir, das war es jetzt. Ne? Du hast jetzt 3 Tage lang mit dir gekämpft, dass es nicht kommt, aber du konntest es nicht vermeiden. Ergib dich dem Schicksal, geh morgen zum Arzt. Also ich am nächsten Morgen zum Arzt. Ne? Ich war direkt, also ich war bevor irgendeiner da war, der Arzt, der hatte noch zu, da war ich schon da. Ne? Ja, dann machten die Tür auf und ich war der Erste am Tresen und ich durfte trotzdem noch eine Stunde warten. Ja, gut, aber egal. Auf jeden Fall habe ich mich mit der Ärztin dann unterhalten. Ne? Ich habe direkt am Tresen gesagt, vorne, als ich mich angemeldet habe. Ne? Als sie meinten, weswegen sind Sie denn hier, sagte ich nur, Männerschnupfen. Oh, da ging der Kopf in den Nacken, dann kam ein leichtes Lächeln und da wusste ich direkt wieder, wir werden als Männer, was das betrifft, nicht ernst genommen. Ne? Also deswegen ja auch heute der Film, ne? Also kann ich ja nicht anders sagen. Ne? So, ja, und dann kam dann die Ärzte nach einer Stunde rein. Ich sagte ja gerade, ich musste eine Stunde warten. Ne? War keiner da, aber ich musste eine Stunde warten. Ne? Also, ja, Männer. Ne? Gut, jede Mal eine Damenpraxis. Ne? Und ja. Gut, und das Erste, was sie zu mir sagte, war guten Tag. Das Zweite, was sie zu mir sagte, ich habe gehört, sie haben Männerschnupfen. Und ich habe sie so mitleidig angeguckt. Ich sage ja, ganz schlimm. Ich sage aber, ich war schon tätig, das habe ich euch jetzt noch nicht erzählt. Ich drehe mich mal, weil mir schläft gerade der rechte Arm ein. Das ist immer das Schlimme mit dem Kamerahalten und gleichzeitig quatschen. Ich sagte, ihr Mädchen, ich habe mich schon schlau gemacht, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ne? Ich bin nämlich mittwochs, hingegangen und habe geguckt, gut, dass es Internet gibt. Ne? Ohne das wären wir Männer ja wahrscheinlich komplett verloren. Ne? Zumindest was den Männerschnupfen betrifft. Ne? Also ich hingegangen, eine Stiftung Warentest gesucht, ne? Ne? So Erkältungsmedikamente, ne? Test, Sieger. Ja, ich habe was gefunden, ne? Also sowohl für den Schnupfen als auch für den Hals. Ich fühlte mich also gut ausgerüstet. Ne? Also habe ich der Tante, hätte ich beinahe gesagt, meine Ärztin am nächsten Tag dann auch stolz präsentiert. Ich sage hier, guck, ich war im Internet und das waren die Sieger, die habe ich mir gleich gekauft. Ne? Haben heute Geld gekostet, aber Medikamente habe ich. Meint sie, ja gut. Dann hat sie mir so in den Hals geguckt, hat mir in das Ohr geguckt, hat sich die Popel meiner Nase von innen betrachtet, hat mir den Rücken abgehorcht und sagte, oh ja, ganz schlimm. Ich sage euch, ich habe es vorher gewusst. Also das war wirklich, also als Mann fühlt man so an, ne? Einfach, man ist einfach krank. Ne? Da geht nichts mehr. Ne? So, ja, also, was hat sie gemacht? Ne? Aufgrund der Erschwernis der Dinge hat die mich gleich 1,5 Wochen krank geschrieben. So, und jetzt berichte ich euch mal aus diesen 1,5 Wochen, aber in Kurzform. Ich sage Ihnen eins, Herren der Schöpfung, solange Sie noch laufen können, ja, gehen Sie noch schnell was einkaufen, dass Sie ein paar Tage Ruhe haben. Ja, genau, das habe ich gemacht. Ne? Dann war ich beim anderen und ich war ausgesorgt. Ich hatte für 4 Tage Zeug. Ich denke, komm, dann hast du halt wenigstens schon mal zu Hause. Ne? Ich sage Ihnen eins, am Ende war ich sowas von schlapp. Ne? Ich habe kaum eine 2. Etage geschafft mit dem Packen, den ich dabei mir hatte. Aber ich war versorgt. Gut. Ja, die 3 Tage, wir sind hier abgelaufen. Jeden Tag irgendwie so in mich reingehorcht. Ne? Ist es das schon besser? Nee. Und ich sage Ihnen eins, ne? Ich mache donnerstags abends das Fernsehen an. Jetzt warte ich erstmal, bis die Welt vorbei ist. Ich mache Donnerstagabend das Fernsehen an und das Erste, was kommt, Werbung. Und Sie kennen das Gefühl. Sie liegen zu Hause am Bett, Sie sind alleine in der Bude. Keiner kümmert sich um Sie. Und dann sehen Sie auf einmal diese irgendwas Made Night Werbung, wo er auf dem Bett liegt, ganz krank ist und zu seiner Frau sagt, Schatz. Also ich nehme an, er hat das so gemacht, weil er sie nicht belasten wollte. Ich bin krank.
ruf meine Mutter an. Und was macht sie? Sie schmeißt ihm einfach lieblos eine Packung Vic Medi irgendwas drüber. Sagen Sie mal, meine Damen, nennen Sie sowas Vorsorge, Fürsorge. Ich sage Ihnen eins, das ist ganz krass im Stich gelassen. Anstatt dass Sie da hingehen und sagen, ach Junge, du brauchst deine Mama nicht, du hast doch mich und Ei, also so mal, ne, so Ei, ne, so über das Gesicht und ist doch nicht so schlimm und wir kriegen das zusammen hin, aber nee, was macht sie? Flatsch, was das Ding noch rübergeschmissen. Da hatte ich ja genug, ne, also ich meine, ich hatte schon genug, ne, also Sie hören an meiner Nase, ich bin in der Dauerschleife, ne, also mein Schnupfen ist und geht nicht so richtig weg, ne? So, gut, nächste, was kam, wie gesagt, ich war allein die ganze Zeit. Ich war die ganzen Tage alleine. Ne? Ich musste mich um mich selber kümmern, sozusagen. Ne? Also war schon mal gut, dass ich so viel eingekauft hatte. Ne? Und das nächste, was dann Werbung kam, war dann hier diese ich suche nicht mehr, ich Parship-Bier. Ist Ihnen schon mal aufgefallen? Also wir meinen ja wahrscheinlich, wir Männer wären blöd. Ne? Die Frauen, ne? Also immer unter uns. Ne? Also jedes Mal, wenn so eine Parship-Werbung kommt, ne, ist da eine junge Frau, eigentlich so ein halbes Skelett, aber was ist, ja, den Ausschnitt bis zum geht nicht mehr. Dass du denkst, wenn die sich jetzt falsch bewegt, da platzt das raus. Ne? Und das war das nächste. Und da wusste ich wieder, ja, du bist allein. Aber ich habe mich trotzdem nicht angemeldet, weil ich gehöre ja nicht zu den Typen, die immer wieder, ne, also ich sag mir ja, ne, auf der einen Seite wäre es ja schön, wenn man jemanden zu Hause hätte, der sich um einen kümmert. Aber auf der anderen Seite, wenn ich die Werbung sehe, wie oft ich immer die gleichen Frauen da sehe und angeblich binnen 10 Minuten ist man verliebt. Ja, hier. Ich muss mich jetzt mit dem Film ein bisschen beeilen, weil da kommt schon die nächste Woche und ich will nicht schon wieder irgendwie nass und krank werden. Also, was sagte ich, ne? Erst die eine Werbung, dann die andere. Und jedes Mal irgendwie, ich lag jetzt 3 Tage auf der Couch. Ich habe das Gefühl, die haben die Werbung extra nur für mich aufgespielt. Ne? Jedes Mal zwischen den Filmen dieselbe Werbung. Da wird man schon nachdenklich als Mann. Also, gut, kommen wir nochmal zurück. Als Mann, meine Damen, liegt man dann, also wie gerade beschrieben, wirklich alleine und verlassen. Und das ist nicht schön. Ne? Das würden Sie sich auch nicht wünschen. Und deswegen halt mein Tipp, wie ich ihn vorhin gegeben habe, ne, machen Sie mal ein bisschen Putschi-Puh, wenn er sagt, mir ist es nicht gut. Oder ein anderer Vorschlag wäre zum Beispiel das. Meine Damen, lassen Sie sich gesagt sein. Das, was einem Mann wirklich hilft, sind Dinge wie dieses. Gehen Sie mit ihm an den Rhein, stellen Sie ihn in die Sonne, lassen Sie ihn dabei, sehen Sie jetzt da bei mir im Hintergrund, mal auf den Dom gucken. Oder gehen Sie mit ihm in das Stadion zum FC, wenn der mal gerade wieder einen Lauf hat. Allein das Training ist ja schon mal was. Und immer schön in der Sonne stellen. Das sind Dinge, damit können Sie Ihrem Mann helfen. Sie sehen, meine Damen, Sie können da viel tun. Sie können viel Einfluss nehmen. Und ich sage Ihnen eins, der Herr wird es Ihnen danken. Sowohl der da zu Hause leidend auf der Couch sitzt, als auch der, an den wir ab und zu alle denken. Gut, warum habe ich den Film gedreht? Wie gesagt, ich möchte, dass Sie als Frau mal wissen, wie schlimm es für einen Mann ist, wenn er mal einen Männerschnupfen hat. Nehmen Sie das einfach für die Zukunft mal ein bisschen ernster und nehmen uns als das wahr, was wir dann auch wirklich sind. Ganz arme Hascher.